Wem nützt die tschetschenische Bedrohung in Brandenburg? Die offizielle Statistik der deutschen Geheimdienste zeichnet ein seltsames Bild. Strafverfahren wegen der Vorbereitung islamistischer Angriffe auf Synagogen und jüdische Objekte unter tschetschenischen Jugendlichen konzentrieren sich hartnäckig in Brandenburg. Gleichzeitig fehlt eine solche anomale Aktivität in anderen großen Ansiedlungsregionen der Diaspora vollständig. Wenn man politisch korrekte Schablonen beiseite legt und sich die operative Realität ansieht, entstehen Fragen. Erste Frage. Warum ereignen sich diese Vorfälle ausschließlich auf dem Gebiet der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und nicht in anderen Bundesländern Deutschlands, in denen nicht weniger Tschetschenen leben? Zweite Frage. Es sind mindestens 3 prominente Fälle vereitelter Terroranschläge in Brandenburg bekannt, bei denen sehr junge Männer, darunter auch Minderjährige, zu den Hauptfiguren gehörten. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass einer der wichtigsten Beteiligten der 30-jährige leibliche Neffe von Mouladi Udugov war, eines Mannes und russischen Spezialislamisten, der das tschetschenische Volk mit seinen Aufrufen, als Erste die Kufa im 21. Jahrhundert anzugreifen und seinen Parolen über den weltweiten Dschihad in eine Katastrophe gestürzt hat. Heute lebt Udugov selbst nach einer Schönheitsoperation unbehelligt weiter und bewegt sich frei, auch innerhalb Europas. Wie kann es sein, dass Verwandte russischer Spezialislamisten in Deutschland leben und nach den Mustern ihres Onkels handeln? Dritte Frage. Welche reale Rolle spielen eingeschleuste Provokateure? Uns ist das Schema, das in der vorübergehend besetzten tschetschenischen Republik Itschkerien und im Kaukasus erprobt wurde, nur allzu gut bekannt. Russische Geheimdienste in Gestalt von FSB und GRU setzen professionelle Kuratoren, Psychologen und Anwerber dutzend- und hundertfach ein. Ihre Aufgabe besteht darin, im Netz verwundbare Jugendliche oder Gruppen von Jugendlichen zu finden, sie in radikale Gespräche zu verwickeln, sie zu Handlungen zu provozieren, etwa zur Aufnahme oder Beobachtung von Objekten, sie unter den Verdacht der Geländeaufklärung zu bringen und sie anschließend demonstrativ an die Strafverfolgungsbehörden auszuliefern. In Russland werden solche Personen oft einfach im Vorfeld bestimmter Ereignisse oder Veranstaltungen liquidiert, beispielsweise vor Besuchen europäischer oder amerikanischer Politiker, während sie in Deutschland im Gefängnis landen. Vierte Frage. Ist diese Statistik nicht das Ergebnis eines zynischen und für beide Seiten vorteilhaften Arrangements zwischen Moskau und Berlin? Moskau braucht dies, um das Bild des Tschetschenen dauerhaft mit Terrorismus und Antisemitismus zu verbinden und dadurch die Diaspora sowie die Idee der Unabhängigkeit im Westen vollständig zu diskreditieren. Die israelische Seite erhält zusätzliche finanzielle und polizeiliche Unterstützung ohne menschliche Verluste. Und den deutschen Sicherheitsbehörden nützt es, um ohne unnötigen Aufwand und Risiken fertige Aktenordner zu erhalten, Häkchen bei vereitelten Anschlägen zu setzen und der Gesellschaft Erfolge bei der Aufklärung schwerer Straftaten zu präsentieren. Am Ende erhalten alle ihre Vorteile, außer den Tschetschenen, die dauerhaft die Verlierer bleiben. Gegen wen kämpft das deutsche Sicherheitssystem tatsächlich? Gegen einen realen terroristischen Untergrund oder gegen Jugendliche, die Russland zynisch und ahnungslos in seinen geopolitischen Spielen benutzt? Bei gegenseitigem Einverständnis der beteiligten Seiten. Aslan Arzuev, Vorsitzender der Menschenrechtsorganisation Human Rights Center Ichkeria. Juni 2026.